Hallo und willkommen zu dem neuen Video von mir. Heute mit meinem Mann, Uli. Ihr habt mir ein paar Fragen gestellt auf Instagram. Ich habe mir die aufgeschrieben und die werden wir jetzt beantworten und hoffentlich geht das wegen Wind. Machen wir einfach random durcheinander, oder? Ja. Also, let's go! Wie sind ihr auf Mauritius gekommen? Wir sind eigentlich bei Hotelplan vorbeigegangen und wir haben uns ein bisschen beraten lassen, was so gut ist für Flitterwochen. Und die haben uns Mauritius empfohlen, oder? Ja, und weil wir halt ja schon mal eigentlich geplant hatten, in die Ferien zu gehen, haben wir eigentlich das schon mal schon auf dem Plan gehabt. Und dann hat sich das eigentlich dann nachher gut ergeben, dass es ein Mauritius wurde, Ja, genau. oder ist. Genau, jetzt sind wir da. Wie viele Hochzeitsgäste haben wir gehabt? Also in der Kille waren es an die 200 gewesen. Ja, irgendetwas so. Und dann nachher am Fest sind es 66, 67 gewesen oder so. Ja, um die 65 sind es. Genau. Nicht so mega viel. Was gibt es so Typisches oder Traditionelles in Mauritius? Ich glaube, was ganz berühmt ist, oder so, ja, man sieht es auch überall, dass es wächst, ist das Zuckerrohr. Aus dem machen sie verschiedene Zucker und auch Rum. Den haben wir auch schon probiert. So, das ist, glaube ich, recht bekannt. Ja, und die Sprache, wie heisst die? Kreol. Kreol, wer redet es da? So eine Mischung aus Französisch, Englisch Ja, nein, und eigentlich indischen ist Dialekt. Das ist ein französischer Dialekt. Ja, schon, aber es ist so halt von den Kulturen da gemischt. Und das ist sicher noch speziell für Mauritius, dass so ein Schmelztiegel ist von allen Religionen, also Hindus, Moslems, Christen, Katholiken, alle wohnen da friedlich auf der Insel zusammen und das ist echt cool. Ja, cool. Wie lange haben wir unsere Hochzeit geplant? Lang. Zu lang. Also wir haben uns im Herbst 2017 haben wir uns das zweite Mal verlobt. Und dann haben wir eigentlich geplant, wobei die eine Sache haben wir schon gehabt, aber so den Finish haben wir dann eigentlich bis im Frühling 2019 geplant. Ja. Also, aber so konkrete Vorbereitungen sind vielleicht 3/4 Jahre oder so. Ja. Mit den Trauzeugen zusammen und Genau. so ist etwa 3/4 Jahre. Wie haben wir uns kennengelernt? Da mag sie sich besser erinnern. Ja, aber das ist eigentlich eine mega einfache Geschichte. Wir sind in der gleichen Kirche aufgewachsen. Er war im Ameisli-Team von der Jungschar und dann habe ich auch angefangen Ameisli zu machen. Und so haben wir uns kennengelernt. Dann hat es irgendwann mal... Hat sie mich angeschrieben Ja. und dann haben wir abgemacht und so weiter. Ja, dann hat es sich dann so ergeben, hat es gefunkt. Genau. Sind ihr schon vor der Ehe zusammen in die Ferien? Und wo? Also, ja. Wir sind eigentlich im ersten Jahr, glaube ich, schon, als wir zusammen waren in den Ferien. Im ersten Jahr sind wir mit Kollegen ins Ferienhäuschen, ins Chalet. Ja, stimmt. Und genau, nicht mehr genau welchem Jahr, aber wir haben auch schon eine Velotour gemacht am Bodensee, auf Kreuzlingen. Ja, einmal sind wir mit dem Auto also in die ehemalige DDR, Plauen, Chemnitz, so. Also dort haben wir das Zelt dabei gehabt. Dresden, ja genau, da haben wir campiert. Das war cool. Da schon sind wir, in St. Moritz sind wir mal gesehen, in der Jugendherberge. Ja, sonst haben wir halt mal das Wochenende mit seinen Eltern im Chalet verbracht. Oder ein Wochenende mit meinen Eltern wandern im Alpstein. Wir sind du und Oli zusammengekommen, das haben wir schon. Ja, wie wir zusammengekommen sind, das ist eigentlich, ich habe dich angeschrieben und dann hat eins... Ich habe noch gekocht für sie. Ja. Das hat es ausgemacht. Ja, wir hatten Projektwoche in der Schule und ich hatte eine Zeit oder so. Und die Projektwoche war in Wetzikon und er hat ganz in der Nähe gewohnt. Und dann am Donnerstag, wo wir dann schon 4 Tage am Stück geschrieben haben, hast du mich eingeladen zum Mittag. Und nachher bin ich dann zum Mittag gekommen. So hat eins auf das andere gegeben und dann, ja. Genau, das war das erste Date eigentlich. Ja. Was sind eure Schwachstellen? Was bringt euch immer zum Lachen? Also Schwachstellen.
Wir sind perfekt. Nein. Ich glaube, eine Schwachstelle von uns ist, dass wir... Also zum einen ist es gut und zum anderen ist es ein bisschen negativ. Wir sind sehr harmoniebedürftig und streiten eigentlich nie. Das ist manchmal ein bisschen blöd, weil wir dann so ein bisschen, oder ich neige dazu, Sachen, die mich nerven, so ein bisschen mich reinzufressen. Weil ich denke, ja, das ist okay und so. Ja, wir sind vielleicht nicht die direktesten. Ja. Also wir sagen es gescheiter mal noch so ein bisschen mit den Wattebäuschen und so, bevor es... Wer sollte noch? Ja, genau. Ja. Und das kann... Ja, das ist nicht immer von Vorteil, weil man dann halt... Ja, sich eigentlich trotzdem nervt am anderen und es immer irgendwie aber nicht irgendwie kann direkt sagen und dann gibt es so Missverständnisse, die dann immer weiter sich können so aufbauen und nachher hat man es einfach immer gut miteinander. Ich glaube, das ist schon etwas, wo wir noch dran sind am Lernen. Ja. Was bringt uns immer zum Lachen? Wir aneinander, so Missgeschickli oder wieder mal auskützeln oder ja, weiß auch nicht. Ja. Das ist noch schwierig zu sagen. Ja. Kings of Queens. Kings of Queens. King of Queens. Big Bang. Big Bang Theory. Friends. Ja. In welches Land, wenn er in die nächsten Ferien? Also, welche? Ich will mega gerne auf Skandinavien irgendwie mal. Ja. Aber die nächsten Ferien sind eigentlich schon geplant. Ja. Ja, Herbst. Aha, ja. Ja gut, das zählt für mich fast nicht wie als Ferien. Ja. Aber ja, wir gehen auf Südfrankreich in ein Lager leiten. Und, genau. Aber Skandinavien, so Nordkap wäre mal das Ziel. Aber wie wir dort hinkommen, wissen wir auch noch nicht genau. Sind die vor dem Hochzeit zusammengezügelt? Wenn ja, wieso oder wieso nicht? Also wir sind zusammengezogen vor dem Hochzeit, aber es war nicht einmal ein Monat. Ja, für mich eigentlich zu früh. Ich wäre am liebsten erst gerade nach der Hochzeit zusammengezügelt. Weil ich habe es nicht schlimm gefunden. Wieso nicht? Also. Oder wenn ja, wieso? Oder wieso nicht? Das geht ein bisschen in die andere Frage rein, die ich hier noch habe. Und zwar, das mit dem kein Sex vor der Ehe, haben wir das durchziehen? Ja, das haben wir durchgezogen. Ja. Auch wenn es schwer war und ab und zu hat man schon Lust gehabt. Aber wir haben es wirklich durchgezogen und haben das aufgespart für die Ehe in dem Sinne. Genau. Und das war sicher auch ein Grund, wieso sie nicht so früher reingezogen ist vor der Hochzeit. Weil das ist einfach nochmal... wäre einfach nochmal eine Versuchung mehr gewesen, wo wir darauf hineingehen können. Ja, genau. Aber wir haben eigentlich schon... Von Anfang an ist das eigentlich das Ziel gewesen. Ja. Wir haben auch schon von Anfang an, oder schon relativ bald, als wir uns kennengelernt haben, im gleichen Bett geschlafen, ohne dass wir Sex hatten. Das ist eigentlich schon erstaunlich, dass wir das 7 Jahre lang geschafft haben. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, ich bin eigentlich stolz auf uns, dass wir es geschafft haben. Ja. Dann noch die letzte Frage. Wer hat bei euch die Hosen an? Ja, zur Zeit, Oli. Aber sie sagt Willi, nein. Ich glaube, das ist von Thema zu Thema unterschiedlich. Ich glaube, du hast noch ein bisschen eher mal so ein bisschen... Wir teilen uns eigentlich das recht gut auf. Ja. Und wir sind auch ziemlich bei vielem gleicher Meinung, muss ich sagen. Also, ja, allermeistens. Den gleichen Stil. Und ja, darum ist bei uns das noch schwierig. Ich hoffe, es sind alle eure Fragen beantwortet. Wenn ihr noch mehr habt, schreibt es in den Kommentaren. Ich hoffe, wir haben uns verstanden und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Wir geniessen jetzt hier noch bei diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Dann wäre es das von diesem Video und bis zum nächsten Mal. Ade! Ade! Ihr müsst euch rasch den wunderschönen Sonnenuntergang reinziehen. Ah, das ist so schön!